Dann ist das Benutzen der Aufnahme. Herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Kommen. Herzlich willkommen zum Reality Check. Das ist die 7. Veranstaltung der Reihe Reality Check, die wir in Zelle machen. Ein Programm, das ich übernommen habe, das ich aber heute auch zum ersten Mal mache. Deswegen besonders gespannt bin. Wir haben hier 2 Ausstellungen im Haus, wie Sie vielleicht gesehen haben. Einmal in der Elkins Videoarbeiten und im hinteren Raum das Projekt von den Slavs und Tatars, der Künstlergruppe in Berlin ansässig, die sich eben da hinten mit dem Thema Fürstenspiegel innerhalb eines Hörstücks mit epischen mittelalterlichen Gesichten beschäftigen. Und das ist der Anlass auch heute für das Gespräch hier. Wir haben es unter das Motto gestellt: Glaube, Etikette und Ethik in Politik und Öffentlichkeit, damals und heute. Diese Reality-Checks sind für mich auch so ein bisschen Luxus, weil wir können sozusagen aus der kuratorischen Perspektive erlauben, mal ganz offen zu sagen, wir wissen, dass wir nichts wissen. Es sind also wirklich andere Wissensgebiete, die heute hier zum Einsatz kommen, die wir ein bisschen Einblick gewinnen. Es ist natürlich auch eine Herausforderung, weil das ganze eigene Vokabular sozusagen nicht funktioniert, überdacht werden muss. Und deswegen bin ich sozusagen froh, dass wir heute 3 Experten haben, die nicht aus dem engeren Kunstgebiet kommen, in unterschiedlichen Graden. Wir werden heute, ich begrüße heute den Herrn Professor Thomas Schaaf, den Dr. Pelder und Thomas Hemmerli. Ich stelle Ihnen die Gäste ganz kurz vor. Es gibt sehr viel über die zu sagen, deswegen entschuldigen kurz das Ablesen. Aber um sozusagen den Einblick auch zu verstehen, möchte ich Ihnen noch ein bisschen genauer mitteilen, wie wir das angehen und aus welchen Perspektiven wir heute sprechen werden. Professor Dr. Thomas Schaaf forscht zu Themen der mittelalterlichen Schriftkultur, dem mittelalterlichen Königtum und der Heresie und der Inquisition sowie zur Mittelalterrezeption. Es gibt da ganz spannende Veröffentlichungen, die ich Ihnen, falls Sie noch weiter die Materie einsteigen wollen, ans Herz lege. Zum Beispiel die Kämpfe der Herrscher und der Heiligen, Krieg und historische Erinnerungen in der Karolingerzeit aus dem Jahr 2000. Eid- und Wahrheitssuche, Studien zu rechtlichen Befragungspraktiken im Mittelalter vor 1999. Und das im Jahr 2011 zwischen Pragmatik und Performance, Dimensionen mittelalterlicher Schriftkultur. Professor Schaaf ist lehrt und unterrichtet in der Universität Braunschweig, mittelalterliche Geschichte an der Technik-Universität Braunschweig, wo er auch der Dekan der Universität ist. Promoviert und habilitiert hat er in Münster in einem Sonderforschungsbereich Trägerfelder, Form, pragmatische Schriftlichkeit. Dr. Pelder ist ein promovierter Ökonom aus Basel. Er berichtet seit 30 Jahren aus diversen Kriegsgebieten, wie zum Beispiel Afghanistan, Liberia, Somalia, Kongo, Darfur, Libyen und vor allem aus Syrien, wo er schon 8-mal gereist ist in die Rebellengebiete. Seine Filme und Berichte wurden von der ARD, dem ZDF, dem WDR und dem Schweizer Fernsehen ausgestrahlt. Er schrieb und schreibt für die FAZ, NZZ, den Spiegel, der Economist und die Weltwoche und hat ein Buch veröffentlicht im Jahr 2012 mit dem Titel Gaddafis Vermächtnis. In 2013 wurde sein Dokumentarfilm Wie Syrien stirbt für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Thomas Hemmerli schreibt, filmt und politisiert hier in Zürich, aber auch in Tbilisi, Georgien, in Mexiko und in Sao Paulo. Er hat 1988 das Bücherstadtmagazin Liza gegründet, wo er als Kolumnist und Filmkritiker aktiv war. Danach beim Schweizer Fernsehen als Redakteur gearbeitet, in der Nachrichtensendung 10 vor 10. Anschließend Ressortleiter bei der Sonntagszeitung, für die er heute arbeitet, und hat sich dann ins Jahr 2000 dem Film verstärkt zugewandt, hat Kurzfilme gedreht, zum Beispiel Dokumentarfilm Der Gotthardtunnel ist schwarz und 2010 seinen ersten Langfilm 7 Mulden und ein Märchen. Er unterrichtet als Gastdozent für politische Kommunikation an der Universität in Paris und schreibt und betreibt mit Freunden den Abstimmungsservice Vote.ch, Sie vielleicht kennen. Für die Zukunft steht uns ein Buch in Aussicht über sowjetische Großgebiete in Georgien, ein weiterer Doc-Film-Essay und, wie er es selber nennt, konkrete Kunstprojekte, die dann auch noch ausgestellt werden. Dann vergebe ich sehr gerne das Wort an Thomas Hemmerli. Vielen Dank, ich muss das Mikro nehmen. Muss man es rausnehmen oder funktioniert das so? Das funktioniert so. Okay, alles klar. Nicht zu weit weg. Alles klar. Vielleicht als erstes schnell, ich würde sehr empfehlen, dass Sie sich ein bisschen Zeit nehmen für diese Arbeit von Slavs und Tatars. Ich finde es
ist eine großartige Arbeit. Die Gruppe Slavs und Tatars hat einen relativ großen Anspruch, die sagen, wir decken das Gebiet ab zwischen der Berliner Mauer und der chinesischen Mauer. Und das heißt, das ist der Kaukasus, das ist Zentralasien und das ist eigentlich ganz Osteuropa und das ist Ostdeutschland. Und in Georgien habe ich die mal kennengelernt und der Charismatiker der Gruppe eigentlich, das ist ein iranischstämmiger Texaner, aber eigentlich ist es ein Ami. Und er hat so mit diesem großen Gestus des Texaners, des Amerikaners eben, nehmen die dieses ganze Gebiet unter ihre Fittiche, das man eigentlich nicht wirklich sinnvollerweise komplett kennen kann. Und das ist eigentlich ein Glücksfall, weil sie das als Künstler machen und das relativ gut funktioniert. Man kann sagen, der Modus operandi von Slavs und Tatars ist, dass die wie viele kontemporäre Künstler Archive erstellen. Sie sammeln Sachen, es ist sehr zufällig zuweilen, was sie in diesem ganzen Gebiet finden. Und das Interessante ist dann aber, dass da irgendetwas rausgezogen wird, wie aus diesem Gebiet zwischen der Berliner Mauer und der chinesischen Mauer. Das funktioniert auch mal nicht so gut. Okay, alles klar, ja. Alles klar. Es ist zuweilen relativ zufällig, was dort rauskommt und es entstehen dann aber immer sehr fruchtbare Diskurse daraus und es entsteht tolle Kunst. Also wenn Sie nachher dort mal noch in diesen Büchern blättern, die rausgeben, da hat es großartige Fundstücke. Beispielsweise eine Satirezeitschrift aus Aserbaidschan, die 1921 im Revolutionswirren entstanden ist und soll ich lauter reden oder leiser reden? Mikrofonieren, also mikrofonieren. So, jetzt ein bisschen runter. Geht's jetzt? Ja. Voilà, also wunderbar, jetzt sind wir richtig, klingt ja richtig. Satirezeitschrift 1921, die finden Sie in einem Archiv und dann wird das in so ein Buch reingepackt und es entstehen sehr interessante Sachen. Und was hier in der Kunsthalle ausgestellt ist, die Arbeit Lektor, ist auch eigentlich ein bisschen etwas Zufälliges. Das ist ein Fürstenspiel, also ein Buch für einen Fürsten, das, ich muss schauen, ob ich das halbwegs richtig aussprechen kann, Kundaktu Bilik heißt. Es gibt jemanden, der das weiß, wie das genau ausgesprochen wird. Also wir arbeiten jetzt mal mit Kundaktu Bilik, auch hier in der Art, wie Slavs und Tatars Arbeit ebenso mit den Zufällen. Und darauf gibt es einen Ausschnitt, sehr schön ist auch, es gibt einen Teppich, auf dem man sich hinlagern kann. Und Leute, die viel in Museen sind, wissen, dass Kontemporärkunst sehr oft wahnsinnig anstrengend ist und mühselig und das ist dort nicht der Fall, man kann sich dort hinlegen. Man hört in einem Ohr die deutsche Übersetzung und auf der anderen Seite hört man den Originaltext auf Uigurisch, wobei man dort gleich sagen muss, es gibt eigentlich gar keinen Originaltext, es gibt 3 überlieferte Texte, einen auf Uigurisch, der eine Kopie ist, es gibt einen arabischen und jetzt habe ich nochmals einen uigurischen, also man weiß nicht, es ist das flimmert so ein bisschen und es flimmert auch, weil es noch die Übersetzung ist. Und wenn man sich das anhört, ist es eine tolle Sensation, dass man merkt, man kann gleichzeitig 2 Kanäle hören und dem Text habe ich entnommen, dass hier etwas gezeigt werden wird, das im Osten, vor allem in Russland sehr oft gemacht wird, nämlich dass Filme auf dem einen Kanal das Original haben, zum Beispiel die ganzen Hollywood-Streifen sind so, und auf der anderen Seite hört man dann jemanden, der auf Russisch das überspricht und der spricht dann alle Stimmen und alle Geräusche, alles was dort vorkommt, wird gesprochen und irgendwie merkt man da, dass funktioniert. Und wenn Sie auf Pirate Bay oder beispielsweise Avax Home, meine Lieblings-Runterladeseite für Hollywood und andere tolle Streifen, wenn Sie dort Sachen runterladen auf die russischen Seiten, dann haben Sie immer dieses Gabriel-Prinzip, dass Sie eben auf der einen Seite das Original und auf der anderen Seite das Russische haben. Jetzt, diese Arbeit ist ein Fürstenspiel, ein relativ bekannter in der islamischen Welt. Das Fürstenspiel gibt es auch in der westlichen Welt und Sie sind ein Spezialist dafür und könnten uns vielleicht erklären, Herr Professor. Genau, Sie haben Ihr eigenes Mikrofon. Was genau ist ein Fürstenspiel? Ja, wenn man
da drüben hingeht und sich anhört, wenn da auf 2 Kanälen gesprochen wird, dann merkt man sehr schnell, wenn man westliche Fürstenspiegel kennt, wie unterschiedlich das eigentlich voneinander ist. Aber dazu können wir vielleicht nachher noch ein paar Takte sagen. Fürstenspiegel sind grundsätzlich Texte, die eigentlich ja sozusagen in der Forschung entstanden sind. Es gibt da kaum eine wirklich brauchbare und von allen akzeptierte Gattungsdefinition, aber damit will ich Sie nicht langweilen. Man kann natürlich sagen, dass seit es Herrschaft von Menschen über Menschen gibt, also meine mittelalterlichen Kollegen würden sagen, seit die Menschheit aus dem Paradies vertrieben worden ist, seitdem gibt es natürlich Nachdenken darüber, was ist Herrschaft und vor allem, was ist gute Herrschaft oder wie kann man schlechte Herrschaft vermeiden. Und seitdem das schriftlich gefasst worden ist, haben wir eben auch Monumente überliefert, die uns die Möglichkeit geben, das nachzuvollziehen. Und das fängt bereits an, wenn man so will, im alten Orient. Es gibt typische Weisheitslehren, die von Königen reden. Es gibt auch in der Antike immer wieder Texte, die beschreiben, wie Herrschaft auszusehen hat. Aber das, was wir heute unter Fürstenspiegel verstehen, ist eigentlich eine Gattung, die sich vor allem im frühen Mittelalter entwickelt hat, so in der nerovingischen, karolingischen Zeit. Und zwar weniger in der Anknüpfung an antike Texte, sondern vor allem an das Alte Testament. Und dort versucht hat, Königsherrschaft in ihrer möglichst idealen Form zu beschreiben. Das war Spiegel, Speculum, hat darin nicht die Bedeutung, dass man sagt, das ist ein Spiegel, der völlig leer ist, den man sehen kann, sondern es geht darum, Bild und Abbild sich anzuschauen. Das heißt, der Herrscher, so wird es ihm gesagt, soll in dem Spiegel erkennen, ob er denn auch den Normen gerecht wird, die an ihn als einen Herrscher gestellt werden. Und das gibt es ja eigentlich durch das gesamte Mittelalter. Der Begriff, also diese Vorstellung des Spiegels taucht auf, dass Werke als Spiegel bezeichnet werden, gibt es erst seit dem hohen Mittelalter, und dass man von Fürstenspiegel überhaupt spricht, ist eine Forschungskonvention seit dem 19. Jahrhundert. Und von da ausgehend ist das dann auch auf alle möglichen Texte, auch in anderen Kulturen, übertragen worden, wobei man immer wieder feststellen kann, und das finde ich immer wieder sehr spannend, dass ganz gleich, welche Vorlagen die haben, also im europäischen Mittelalter, ich habe gesagt, es geht los eigentlich vor allem mit dem Alten Testament, das da so als Vorlage gewählt wird. Dann wird aber sehr bald auch antike Überlieferung, so in der Renaissance des 12. Jahrhunderts, kommt also immer stärker auch antikes Wissen mit hinein. Und es gibt immer so verschiedene neue Ansätze oder Höhepunkte dieser Gattung, und in der Neuzeit entwickelt sich das dann nochmal ganz anders weiter. Komischerweise aber sind letztendlich die Anforderungen oder was dem Herrscher da nahegebracht wird, immer relativ ähnlich. Offensichtlich gibt es nicht so viele Dinge, die man vom König oder wem auch immer haben möchte. Es soll nicht habgierig sein, es soll nicht grausam sein, es soll möglichst nicht nur für sich selber sorgen, sondern auch für seine Untertanen und so. Also das ist offensichtlich so ein Bestand, der dann da immer wieder in diesen Texten vorkommt. Letztlich geht es aber darum, ja, Modelle für herrscherliches Handeln zu fixieren, schriftlich zu fixieren und damit aber nicht nur einem Herrscher nahezulegen, die sind also meistens irgendwem gewidmet. Oftmals geben sie sich auch als Fiktion, als Auftrag wieder, das kann man schwer nachvollziehen, ob das so gewesen ist. Aber neben dieser Fixierung für den Herrscher eines Wissens, an dem er sich selbst messen soll, geht es natürlich auch darum zu formulieren, und zwar für diejenigen um den Herrscher herum, was können wir eigentlich billig von ihm erwarten? Was sind die Eigenschaften, die ein guter König oder ein guter Regent haben soll, und wie können wir seine Herrschaft damit auch beurteilen? Also das hat auch immer was zu tun mit Anforderungen an Herrscher und kann auch durchaus was mit Kritik zu tun haben, wenn dort Normen formuliert werden, von denen eigentlich jeder weiß, dem kommt der aktuelle Herrscher nicht nach. Das heißt, Herrschaft setzt ja eigentlich immer ein Regelwerk voraus, ein soziales Regelwerk voraus, dessen Einhaltung hier einem Herrscher nahegelegt wird. Und das ist eigentlich letztendlich das, was so ein Fürstenspiegel zu leisten hat, ganz egal, was seine konkrete Ausformung ist oder in welcher Epoche er dann entstanden ist. Wir haben das, wie gesagt,
im frühen Mittelalter beginnt, dann setzt sich das weiter fort. Es gibt auch immer interessante Perioden, in denen das nicht so stark ausgeprägt ist oder bestimmte Räume. Dann liegt es ganz einfach auch daran, dass es andere Formen gibt, sich über Herrschaft zu kommunizieren. Zum Beispiel gibt es, wie gesagt, in Frankreich sehr viele, dann in der anschließenden ottonischen, ostfränkischen Reich gibt es eigentlich gar nichts. Das heißt nicht, dass die nicht über Herrschaft reden, aber da wird ein Konzept eines unmittelbaren Gottesgnadentums vertreten, das eigentlich diese Herrschaftsspiegel, das dort sich nicht gut widerspiegeln lässt. Da haben wir dann eher solche Ausdrucksweisen in der Geschichtsschreibung oder sogar in der Herrschaftsliturgie. Also das kann sich auch, wie gesagt, woanders äußern. In der Neuzeit hat das nochmal, in der frühen Neuzeit, nochmal eine starke Blüte. Da kommen dann auch so staatstheoretische Gedanken immer stärker hinein. Allerdings lässt es in dem Augenblick nach, Fürstenspiegel zu produzieren, also die Produktion von Fürstenspiegeln, indem man eigentlich immer mehr zu der Erkenntnis kommt, auch in der Aufklärung, dass der König eigentlich wichtiger oder besser durch Institutionen in seiner Herrschaft korrigiert oder auch dort also die Herrschaft des Königs auch beschnitten werden kann, besser darin als eben in der Erziehung. Und in dem Augenblick lässt es nach, wir haben dann im 18. Jahrhundert eigentlich immer weniger, ja auch große Kritiken und sogar Parodien von Fürstenspiegeln, die eben im modernen Standard eigentlich wenig Sinn mehr machen. Können Sie noch sagen, wer die verfasst hat und aus welchem Grund? Das sind im Mittelalter meistens ja Kleriker, hohe Kleriker, gerade in der Karolinger Zeit sind das wichtige Bischöfe oder Äbte, also Leute, die dem König auch was sagen dürfen. Also man muss ja auch, wenn man sich an einen Monarchen wendet, eine gewisse Autorität mit sich bringen und das kann nicht jeder machen. Also wie gesagt, wichtige Bischöfe. Später kommt es auch zunehmend dazu, dass es Leute aus den Herrschern, aus dem höfischen Umfeld werden, die da eine Funktion haben. Und wie sehr war das ein Mittel, mit dem man nicht nur einfach die Kritik in einem leeren Raum betreibt, sondern wirklich auch Politik betreibt? Also mein Beispiel, was weiß ich, der Übergang von den Merowindern zu den Karolingern war ja so etwas, wo man einen Haufen politische Manöver gemacht hat, bis das dann so weit war. Also kann man sich das dann auch vorstellen als ein Instrument, mit dem man direkt Politik macht und direkt eingreift? Ja, also es gibt schon Texte, die sehr stark anders bezogen sind, ne? Wo man genau feststellen kann, da gibt es eine Situation, in der... Ein Beispiel, ja, zum etwa zur Zeit der Normanneneinfälle gibt es Texte, die ganz offen auch den Herrscher dafür kritisieren, nicht aktiv genug zu sein. Hier im Vorgehen, es ist ja auch immer der Erfolg im Krieg, wird ja sozusagen auch dem Nachkommen der Normen in diesen Fürstenspiegeln zugesprochen. Damit wird dann immer sehr explizit gesagt, du bist nicht der Herrscher, der du sein solltest. Deshalb wird das nichts. Also das sind so die Punkte. Wäre es richtig, dass man den Fürsten von Machiavelli als Fürstenspiegel bezeichnen würde? Ja, das ist ein Fürstenspiegel, allerdings ein ganz besonderer. Er ist nicht so schlimm, wie man ihn manchmal darstellt. Machiavelli selbst ist eigentlich gar kein Machiavellist, sondern eigentlich jemand, der nur ein sehr konsequentes herrschaftliches Handeln vertritt. Da kommen auch humanistische Vorstellungen eines Herrschers mit hinein, die es vorher nicht gegeben hat. Aber es ist natürlich durchaus ein Fürstenspiegel, der sehr genau sagt, was ein Herrscher tun soll, der ja, so das ist in der Forschung auch gesehen, auch einen ganz klaren Zweck hat, den Herrscher dazu zu bringen, also Italien zu ein und die Barbaren rauszuwerfen. Ja, alles klar. Für unser Name-Dropping können Sie uns neben Machiavelli noch einen typischen, bekanntesten Fürstenspieler nennen. Ja, Petrarca hat einen geschrieben, Christine de Pizan war da aktiv. Das sind so die wahrscheinlich deren Namen am meisten bekannt sind. Das ist die westliche Tradition. Jetzt gehen wir auf diesen uigurischen Fürstenspiegel. Wenn Sie das vergleichen, was ist dasselbe, was ist ähnlich und was ist komplett anders? Auch hier geht es natürlich um den Herrscher, dem bestimmte Verhaltensweisen, Normen nahegelegt werden, was zunächst mal völlig anders ist, wenn man sich das anhört. Es wäre ganz interessant, beim Westlichen, die wir auch im Zweikanal lateinische Unternehmen zu haben, ist sofort die Sprache nicht. Also das ist ein unglaublich blumiges Erzählen, das da kommt. Ist also
für uns in westlicher Tradition stehende Hörer auch wundert man sich, wann die denn endlich mal zum Thema kommen. Wahrscheinlich kommen sie die ganze Zeit zum Thema, wir merken es nur nicht. Es ist also meines Erachtens auch ein sehr starker Gesellschaftsentwurf, der da aufkommt. Also es wird das Verhalten des Königs gegenüber allen Ständen wird geschildert, das hätten wir im westlichen Kirchenspiel so detailliert nicht. Das ist eigentlich klar, es wird immer gesagt, er soll zu allen nett sein. Das ist also eher sozusagen eine Ständelehre als ein Königsspiegel. Also da werden sehr viele Dinge auch mit reingebracht, die man in einem Fürstenspiegel nicht unbedingt, wenn man aus der westlichen Tradition kommt, erwarten würde. Richtet sich das nur an den Fürsten oder kann man sagen, das ist eine Klugheitslehre für alle? Das gehört natürlich zusammen. Also zum einen sind viele Fürstenspiegel aus größeren Kontexten herausgenommen, also aus allgemeinen Gesellschaftsspielen, das kann durchaus passieren. Und sie sind natürlich auf der anderen Seite auch als Kontrolle für alle gedacht, wie der Herrscher aussieht. Das ist nicht unbedingt Arkanwissen, also das kann man zumindest in den Kreisen und den Herrschern auch lesen. Und es entsteht neben diesen Königsspiegel, wie man sie nennen könnte, auch bereits im frühen Mittelalter eine Reihe von Texten, die auch sich an andere gesellschaftliche Gruppen wenden, also an den Adel, später natürlich auch mit dem Aufkommen von gewählten Regierungsformen in den mittelalterlichen Kommunen geht es dann immer um die Frage, wie hat der Protestant in der Stadt sein oder so. Da geht es dann weit über die Könige hinaus. Können Sie noch etwas sagen über den Gesellschaftsentwurf, der dahinter steht? Also wenn Sie sagen, das redet von der Gesellschaft, die verfasst sein soll? Ja, es gibt unterschiedliche Modelle. Nicht? Also bei den frühen mittelalterlichen christlichen Texten ist natürlich vor allem die Idee der Christianitas, also die Gesellschaft wird begriffen als Leib Christi, dessen Haupt dann König und Klerus zusammen sind. Es geht viel um die Frage, welches Verhältnis haben diese beiden Gruppen, der Hohe Klerus und der König, zueinander und innerhalb der Gesellschaft. Im Hohen Mittelalter kommt dann stärker auch eine antike Tradition mit hinein. Man bleibt bei solcher Körpermetapher, sagt aber gleichzeitig, es geht also nicht nur um Klerus und Herrscher, sondern eine große Rolle spielt auch die Frage, dass man die Gesellschaft insgesamt als Körper begreifen kann. Das ist eine antike Vorstellung. Und dann kann man sozusagen diese Dichotomie herausnehmen und den Gesellschaftsentwurf sehr viel stärker auf einer nicht nur religiös begründeten Basis darstellen. Okay, bisher vielen Dank. In dem Teil, den wir hier in dieser Arbeit mit Lektor haben, geht es relativ stark ums Reden. Es geht darum, dass es gibt die Metapher der Zunge, was das auslösen kann, wenn man das falsch benutzt, dass es einen den Kopf kosten kann oder eben umgekehrt, dass es einen erhöhen kann. Ich habe ja gemerkt, das Geschlechtliche ist auch interessant, das heißt dort drin, o Weib, Spatzhaftigkeit kostet dich den Kopf. Es ist aber nicht, also das ist nur, wo die Frauen vorkommen, es sind aber nicht nur die Frauen, die bedroht sind damit, dass ihnen die Zunge den Kopf kosten kann, sondern auch Leute mit einer scharfen Zunge, Leute, die Spötter sind. Und mir ist dabei eingefallen, das ist ein Teil meines Berufes, weil ich lebe unter anderem davon, dass ich ein Spötter mit einer scharfen Zunge bin. Und wenn ich schreibe, mich immer mit wahnsinnig vielen Leuten verkrache. Und das funktioniert Gott verdammt, weil wir in einer Gegend leben, in der man sozialisiert ist, dass das einigermaßen funktioniert. Und damit komme ich zum Kollegen Kurt Pelder. Sie sind auch Journalist, aber Sie sind eigentlich in einem komplett anderen Metier, wo Ihnen, wenn Sie die Zunge nicht im Zaum halten, Ihnen das Kopf und Kragen wirklich tatsächlich kosten kann. Bitte erzählen Sie mal, was genau machen Sie und vielleicht noch, warum machen Sie das? Naja, also dieser Raum zwischen Berlin und China, der ist wirklich riesig. Ich habe aber einen Teil davon bereist. Zu den Uiguren habe ich es nicht geschafft, das sind ja Muslime. Das nächste wären die Afghanen gewesen, die eine ähnliche Lebensform haben. Ich war auch im Iran und natürlich in Syrien. Also der arabische Frühling heute interessiert mich extrem. Und da geht es ja auch um das Entwerfen eines neuen Herrschaftssystems, um neue Formen wie Religion und Staat unter einen Hut gebracht werden sollen. Und je nachdem, in welchem Land man sich da bewegt, kann man da durchaus
als Journalist, weil eben auch alle Aussagen, auch das, was ich heute hier sage, wird irgendwann mal im Internet nachzulesen sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel heute den Propheten beleidigte, dann könnte mich das werden wir nicht tun. Natürlich nicht. Dann könnte mich das tatsächlich den Kopf kosten. Und wenn Sie an Syrien denken, ist das nicht eine Metapher, sondern das ist die Realität. Die Leute werden in Syrien heute geköpft. Vor laufender Kamera. Und wenn man da die Leute, also aus diesem radikal-islamistischen Umfeld beeindrucken will, da genügt es vor ein paar Monaten, es noch einen Kopf aufzuschneiden, vor laufender Kamera. Und die Leute, darunter auch Dschihadisten aus Deutschland zum Beispiel, die stellten sich dann so hin, mit dem Kopf in der Hand, frisch abgeschnitten. Das war vor 3 oder 4 Monaten noch so, das genügte, um die Gemeinschaft auf Facebook und Twitter zu beeindrucken. Und heute muss man es unter 4 oder 5 Köpfen gar nicht mehr machen. Die werden dann so aufgereiht. Und da sieht man in dieser modernen Gesellschaft, in der wir zu leben glauben, die auch technologisch sehr fortgeschritten ist, kommen also alte, mittelalterlich wirkende Bräuche wieder. Und das ist also eine reale Gefahr, wenn man etwas Falsches sagt, wenn man etwas Falsches tut, oder wenn ich zum Beispiel in Syrien erwähnte, dass ich Atheist bin oder dass ich jüdische Kinder habe, dann könnte mich das auch den Kopf kosten. Nur habe ich den Vorteil, dass ich jederzeit wieder gehen kann. Hier könnte mir allenfalls passieren, dass eine Fatwa, ein religiöses Edikt gegen mich erlassen wird. Da kann irgendein Imam in Ägypten mich irgendwo gesehen haben und sagen, okay, der Appell da, das ist ein Gottesläster, der hat den Propheten beleidigt und den verurteile ich jetzt zum Tod. So eine Fatwa ist nicht rückgängig zu machen. Und wenn so etwas passiert, dann kann man auf Polizeischutz hoffen oder hoffen, dass man nicht so leicht gefunden wird. Aber als Journalist kann ich mich schwer verstecken. Und das ist auch eine der Bedrohungen, sicher auch ein Grund, warum ich mich, wenn es um den Islam geht, nicht allzu kritisch äußere. Ich äußere mich vor allem zum politischen Islam, also nicht zur Religion, nicht zum Spirituellen, aber zur Tatsache, dass halt Religion, das kennen wir auch im Christentum, für politische Zwecke missbraucht wird, und darin kann ich keine Gotteslästerung erkennen. Warum ich das tue? Naja, ich glaube gerade der Fall von Syrien oder Libyen, wo ich mich ein bisschen auskenne, zeigen ganz klar, dass gewisse Herrschaftsformen absolut unakzeptabel sind, nicht nur für uns, sondern auch für die lokale Bevölkerung, die sich dann eben auflehnt. Das hat im Fall von Libyen zum Sturz des Diktators geführt, aber nicht zu einer neuen, besseren Herrschaftsform. Das Land zerfällt, die Leute sind zwar frei zu sagen, was sie wollen, aber es ist nicht wirklich eine Perspektive da. Im Fall von Syrien haben wir diesen entsetzlichen Bürgerkrieg, den wir gar nicht mehr so richtig wahrnehmen wollen, den wir nur so als einen Kampf zwischen Al-Qaida und Assad dargestellt erhalten in den Medien. Und das sind Dinge, gegen die ich mich aufzulehnen versuche, auch gegen diese konstante Fehlberichterstattung der Medien, die darauf zurückzuführen ist, letztlich, dass die Journalisten nicht mehr hingehen und nicht mehr gucken und dann denken und dann schreiben, sondern dass sie in ihren Büros sitzen und Fernsehen, im Internet ein bisschen rumklicken und dann ihre Dinge schreiben. Und das passiert auch bei den besten Zeitungen, bei meinem Lieblingsblatt, zum Beispiel bei der NZZ, da werden andere über Syrien geschrieben, aber keiner geht hin. Also kann ich nur auch ein Müsterchen vom Schweizer Fernsehen erzählen. Schweizer Fernsehen hat oft, immer kam mal die Doktrin, wenn etwas passiert auf der Welt, ist es wichtig, dass ein Schweizer dort ist. Und dann gab es die ganz simplen Sachen, dass die ETA hatte im Baskenland einen kleinen Bürgermeister ermordet, und ich hatte am Abend gesehen den Mann der Tagesschau, der darüber berichtet und hat behauptet, alle laufen rum mit so Streifen, und dann ist er zurückgeflogen. Am nächsten Tag ist klar geworden, die Geschichte wird größer. Dann sind wir zusammen darüber geflogen. Ich habe im Flugzeug gemerkt, der Mann kann kein Wort Spanisch, er kann vielleicht ein paar Worte Spanisch, er kann eigentlich kein Spanisch. Im Flughafen hat niemand gesehen mit dieser Streife, und er hat dann gesagt, ja, ich muss ja irgendwas muss ich erzählen, nicht? Und die zweite Geschichte ist, das hat mir Andrea König mal erzählt, die war für Schweizer Fernsehen Korrespondentin in Israel und Palästina. Und das war oft so, dass die Redaktion aufgrund von dem, was durch den Newsticker reinkam,
gesagt hat, du erzählst jetzt das und das und das. Und er hat gesagt, ich habe was ganz anderes gesehen. Und dann kam wirklich die Order, wir haben hier das und das im Ticker gehabt und wir wollen daher was anderes hören. Aber mich würde es noch schnell interessieren, also das klingt so ein bisschen eigentlich sehr altmodisch oder nicht der engagierte Journalist, der für eine bessere Welt oder mit einer besseren Berichterstattung sein Leben aufs Spiel setzt. Wäre das eine treffende Bezeichnung von Ihnen oder Beschreibung? Ja, das klingt ein bisschen naiv, aber ich glaube, das war sicher der Grund, warum ich in den Journalismus gegangen bin. Also ich schreibe nicht nur über Kriege, ich schreibe auch über Missstände, über Korruption, über Entwicklungsprobleme in Afrika. Aber letztlich ist die Triebfeder schon irgendwie, wie kommen wir zu einer besseren Herrschaftsform, wie kommen wir zu einem besseren Leben für alle. Das war irgendwie auch mein Thema an der Uni, also Ökonom, das klingt so ein bisschen seltsam, aber auch die Ökonomie beschäftigt sich mit sehr humanen Themen, nämlich mit den Menschen und wie das Zusammenleben zu organisieren ist, dass eben für alle etwas ausspringt, damit es Perspektiven gibt. Und so gesehen würde ich sagen, ist diese Kategorisierung schon richtig. Ein bisschen negativer würde es heißen, nee, ich bin ein Abenteurer. Also meine nächste Frage wäre gewesen, wie wichtig ist der Adrenalinspiegel, weil das gehört ja dann schon auch ein bisschen dazu. Das würde ich behaupten, bei fast allen Journalisten, die wirklich draußen sind, Adrenalin-Junkie ist ein Teil des Berufsbildes, oder ist das bei Ihnen nicht der Fall? Ich weiß nicht, also vor allem seitdem ich regelmäßig in Syrien war und wirklich schlimme Dinge erlebt habe und auch also wirklich selbst in Gefahr war, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich wirklich nach Adrenalin lechze. Also ich kann mir da ganz andere Dinge vorstellen, die für mich auch einen gewissen Kick gäben, aber wesentlich gesünder wären und unproblematischer. Also ich glaube nicht, dass das die Triebfeder ist. Ich könnte mir durchaus auch andere Dinge vorstellen. Ich glaube wirklich, es ist der Mangel an guter Berichterstattung. Es gibt auch wenige Leute, die das wirklich tun können. Ich bin dafür geeignet, ich kann da hingehen mit einem vertretbaren Risiko und ich möchte da, also die aufklärerische Rolle, die möchte ich wahrnehmen und ich sehe, dass das nur sehr wenige andere im deutschsprachigen Raum machen und darum bleibe ich an dieser Sache dran. Da habe ich noch eine Frage. Ich habe irgendwo gelesen, das war nicht meine ursprüngliche Frage, auf das abgezielt. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie sagen, ich bin in der Lage, dass ich, wenn ich der Provinz sur place die richtigen Worte finde, dass ich weder mich also in Gefahr bringe, noch die Leute, die mit mir zusammen sind. Und ich hätte da gerne, dass Sie noch ein bisschen konkretisiert. Also, wie machen Sie das? Wie geht das? Gehen wir noch mal zurück zum Spiel. Wie ist Ihre Zunge beschaffen, dass Sie hier sitzen können und nicht am Video Deklamisten sind? Ja, manchmal muss man lügen, also bei dieser Frage zum Atheismus nicht. Natürlich sage ich in Syrien, ich gehe in die Kirche, ich bete, ich bin Christ. Als Christ ist man ja eigentlich durch den Koran auch geschützt, weil man zu dieser Familie des Buchs gehört, wie die Juden auch. Dann gibt es aber natürlich andere Fragen im arabischen Raum, nicht nur in Syrien, wird man immer wieder mit Hitler konfrontiert. Also wenn Sie durch Kairos Straßen spazieren, dann sehen Sie überall Mein Kampf auf Arabisch. Liegt auf, nicht? Und die Araber finden das ganz toll, also Hitler ist ein guter Mann. Nicht alle natürlich, aber vor allem die Ungebildeten. Und das sind dann natürlich auch Themen, die kommen immer wieder auf, nicht? Juden und Hitler und war das jetzt gut oder war das schlecht? In Syrien ist das ziemlich interessant, da kann man mittlerweile auch sagen, doch, also der Hitler war wirklich ein schlechter Mann und nur weil er die Juden vernichtet hat und ihr gegen die Juden seid, dann unterbrechen die mich und sagen, schaut mal, die Juden, das ist gar nicht unser Problem. Assad ist viel schlimmer als die Juden. Und dann kommen sie mit Vergleichen. Die Israelis, die haben in 60 Jahren Konflikt ein paar tausend Araber getötet und Assad schafft das in einem Jahr oder in 2 Jahren. Also man muss da immer so ein bisschen abwägen, wie sehr verleugnet man sich selbst, seine politische Haltung, seine religiöse Haltung und wo muss man dann auch Grenzen ziehen und sagen, aber so geht es wirklich nicht. Also zum Beispiel eben bei Gefangenenerschießung oder Folterungen, wenn ich nichts mehr tun kann für diese Leute, ich will es zumindest nicht sehen. Ich will nicht Zeuge sein und am Schluss mitschuldig sein, wenn diesen Leuten, ich habe viele Dinge gesehen, ich habe mich dann immer irgendwie versucht zu helfen und wenn man nicht mehr kann, dann muss man weg. Man kann diese Leute nicht noch mit der Kamera unterstützen bei ihren Teilen. Also das würde mich noch interessieren, nochmal schnell das Grauen, das Morden als Instrument der Kommunikation.
seinen Ursprung in dieser unglaublichen Diktatur des Assad-Clans. Das ist ja eigentlich vom Vater zum Sohn übergegangen. Syrien war schon vor 20 Jahren in allen Berichten von Amnesty International eines der Länder, in dem am schlimmsten gefoltert wurde. Und das ist ganz tief in der Psyche der Menschen drin. Das haben natürlich auch die Rebellen übernommen. Es gibt da keine Aufklärung, es gibt nicht irgendwie Menschenrechte, das sind Konzepte, die sind in Syrien, eben in diesen 40 Jahren Diktatur, absolut unbekannt, das ist etwas Fremdes. Und so kam es, dass Rebellen, ich würde sagen im August 2012, das erste offensichtliche Kriegsverbrechen beginnen. Ich war in einer Schule, die hatten ein paar Leute gefangen genommen, etwa 50, und dann schickten die mich raus und erschossen. Nicht alle 50, aber einfach die schlimmsten, die Anführer, das waren Milizen, die für Assad kämpften, alle in Zivil. Und die Leute haben sich gefreut darüber. Aber ging es dabei darum, dass Sie das darstellen als Journalist? Also mich interessiert nicht, Folter gibt es ja weltweit überall, aber der Punkt, dass man das als Kommunikationsinstrument einsetzt, dass es bildlich dargestellt wird. Ja, das war eben das Besondere daran. In allen anderen Konflikten hätte man es verheimlicht. Aber dort, also ich war Ohrenzeuge und ich habe mir dann wirklich überlegt, soll ich das jetzt auf Twitter schreiben? Und ich dachte, ich gefährde mich selbst. Das war so in der ersten halben Stunde, dann kamen die ersten mit ihren Handys, die erschießt und gefilmt hatten, und dann nach 2 Stunden war es auf YouTube. Und da wurde mir klar, die Leute, die das angeordnet haben, die wollen damit eine Nachricht verbreiten. Die wollen sagen, guckt mal, wenn ihr für Assad kämpft, heißt diese Milizionäre, die sind die schlimmsten Folterer eigentlich, die sind noch schlimmer als die Soldaten. Und man wollte denen drohen, wenn ihr das tut, dann endet ihr so, wie die hier im Video sind. Und das hat sich dann so ein bisschen aufgeschaut, und die Assad-Seite hat das dann auch gemacht. Und so stehen eigentlich beide Seiten fast schon öffentlich zu ihrem Verbrechen. Nur die schlimmsten will man nicht zugeben, Giftgasangriff und solche Dinge. Aber das ist eine Form der Drohung des Propagandakriegs. Manchmal werden die Videos dann auch von der anderen Seite genommen und man sagt plötzlich, ja, aber der Mann, der hier geköpft wird, das ist ein Bischof, nicht? Der köpft Christen und so. Und die Rebellen machen das dann auch mit den Assad-Seiten. Also diese Grausamkeit ist ein Mittel der Propaganda geworden. Mich interessiert das Thema, so wir sind ja hier unter der Schirmherrschaft von Slavs und Tatars und können von daher über alles reden. Mich interessiert das Thema, weil ich seit längerem in Mexiko, auch einer meiner vielen Wohnsitze, an einem Dokumentarfilm bin über die Darstellung des Todes, und es wird ein Dokumentarfilm, in dessen Zentrum Fotos der Boulevardpresse sind. Und in Mexiko ist es so, dass man die ganzen Gräuel zeigt. Und ich habe wirklich viele von diesen Fotos gekauft und war einige Mal mit so Polizeijournalisten mit, und eben wenn Sie sagen, es braucht inzwischen 5 Köpfe, Mexiko ist da sehr ähnlich. Also es ist wirklich so, dass die Morde und die Zurichtung der Leichen ein Instrument sind der Kommunikation zwischen den verschiedenen Drogengruppierungen und des Staates. Und das geht so weit, dass bestimmte Killer mit den Eingeweiden ihre Opfer unterschreiben oder so die Skulpturen machen. Und man hat wirklich auch so ein bisschen dieses Aufschaukeln, und mich würde jetzt von Ihnen interessieren, Herr Professor, Sie sind ja auch ein Spezialist für Inquisition und damit auch für Gräuel. Wenn Sie das so hören, würden Sie sagen, das ist einfach wieder, es kommt immer wieder so ein bisschen dasselbe, oder ist das komplett anders, wenn Sie so das jetzt mal aus der Perspektive des Mittelalters Sie anhören, was wir da erzählen? Ja, man fühlt sich ja fast ein bisschen entlastet, wenn man sieht, so mittelalterlich ist das Mittelalter dann vielleicht doch gar nicht. Und die Moderne ist viel mittelalterlicher manchmal als das Mittelalter. Und gerade ein Begriff wie Rückfall ins Mittelalter müsste man sehr stark diskutieren, ob da wirklich was zurückfällt oder wirklich ganz neue Dimensionen hier haben. Also es ist natürlich so, dass wir so diese gelenkte Gewalt oder auch öffentlich sichtbare Gewalt aus dem Mittelalter kennen. Ne? Also einmal natürlich ist Gewalt in öffentlichen Darstellungen durchaus präsent. Nicht als in dem Sinne, den Sie beschrieben haben, sondern in vielen christlichen Darstellungen, nicht von Martyrien und so etwas. Das spielt
spielt da eine ganz große Rolle, wird nicht ausgeklammert. Gewalt, Grausamkeit ist natürlich nicht gut, das ist klar. Also, um den Bogen zu den Fürstenspiegel wieder zu kriegen, es wird immer gesagt, man soll natürlich nicht grausam sein als Herrscher. Man soll auch keine Kriege anfangen, die nicht nötig sind und nach Augustin nur ganz bestimmte Kriege führen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass neben der Caritas, also der Liebe, die der Herrscher zu verbreiten hat, auch sein Terror eine Rolle spielt. Also der Begriff Terror kommt da als lateinischer Terminus immer wieder vor. Der Terrorregel ist die strafende Gewalt des Königs, ist also durchaus etwas, was sehr positiv konnotiert wird, weil dieser Terror auch das sozusagen leisten kann, was etwa das korrigierende Wort der Bischöfe nicht kann. Also gegen die Bösen darf man natürlich Gewalt ausüben und tut das auch durchaus zeichenhaft. Also wir haben da auch aus allen mittelalterlichen Epochen eigentlich immer wieder Beispiele dafür, wie es auch zu Gewaltexzessen kommen kann, die sehr bewusst eingesetzt werden. Also wenn dann Gefangene nicht nur umgebracht, sondern verstümmelt werden oder so etwas. Das passiert immer in Kontexten, in denen man wirklich zeigen will, dieser Gegner ist ganz besonders böse, gegen den darf man das. Ne? Also das würde niemals in internen Konflikten oder so passieren, aber etwa in den ottomanischen Kriegen gegen Slawen oder so etwas oder gegen Muslime, da kann so nichts passieren. Also gegen wirklich den, wenn es wirklich der andere ist, der Gegner, dann haben wir solche Beispiele immer wieder. Bis hierhin, Sie haben gerade Augustinus angeführt, der ja alles auf dem Christentum basiert. Jetzt würde mich noch interessieren, Slavs und Tatars haben so eine These, dass sie sagen, im Westen sind wir religionsvergessen. Sie führen das zurück auf Dürkheim, auf Marx und auf Max Weber und sind dann, also das gehört ja zu Ihrem Programm, dass Sie auch Polemiker sind. Sie sagen so die Chattering Classes, also die plaudernden Klassen, wir, die Intellektuellen, die Journalisten, sind gottesvergessen. Jetzt würde mich interessieren, wenn Sie denn nochmal zurückgehen zu diesem uigurischen Fürstenspiegel. Wie sehr spielt die Religion dort drin eine Rolle? Also ich glaube, dass die Religion sowohl in diesen östlichen als auch westlichen Fürstenspiegeln eine ganz wesentliches Element ist. Wir haben das in beiden Fällen ja mit Gesellschaften zu tun, in denen es eigentlich keine Entscheidung gibt, ob man dazugehören will oder nicht zum Christentum oder zum Islam. Man ist da drin. Ne? Es gibt dann noch die anderen, die kann man teilweise akzeptieren, nicht wie es im Islam ist oder auch im Christentum ja gegenüber Juden, die man integriert, zweimal wieder auch ausgrenzt, aber grundsätzlich anerkennt. Aber es besteht für einen Christen im Mittelalter oder auch einen Muslim im Mittelalter ja nicht die Entscheidungsfreiheit. Dann ist er Ketzer und wird verfolgt. Nicht? Und das ist ganz klar. Also das ist die Basis des Ganzen, was da geschieht. Man merkt das auch gerade bei diesem hiesigen Fürstenspiegel, der beginnt mit einer großen Anrufung Gottes und des Propheten. Die übrigens ist offenbar, wenn ich schnell zwischenfahren darf, offenbar umstritten, ob das im Nachhinein zugefügt worden ist oder nicht, habe ich irgendwo im Internet gelesen. Gut, wäre aber auch nicht das Thema, weil es innen drin auch mal wieder vorkommt. Nicht? Also das ist ganz klar, also die Werte sind natürlich klar auch religiös mit grundgelegt. Die andere Frage ist dann eigentlich immer, wie weit kommt sozusagen auch anderes dort mit hinein. Das können wir am besten sehr schön nachverfolgen, dass sozusagen diese unmittelbare göttliche Fundierung auch der Gesellschaft zwar nicht in Frage gestellt wird, aber man holt sich sein Wissen eben auch aus antiken Quellen oder so etwas. Also da gibt es schon ganz klar so ein Verdenken, während die späteren, die frühen neuzeitlichen Fürstenspiegel ist überhaupt nicht mehr also das heißt, der König soll natürlich weiter in Form sein, aber er muss nicht unbedingt, also es wird nicht sein ganzes Verhalten biblisch Darf ich das schnell hier Bilder weitergeben? Slavs und Tatars bringen als Beispiele Martin Luther King, dann kommt der polnische Papst, der mitgeholfen habe, dass man den Kommunismus in Polen besiegt habe, und dann kommt noch Gandhi. Und die sagen eben im Gegensatz zu den Chattering Classes im Westen, die religiös sind, ist das so eine Art von Politik,
wie der Fürstenspiegel gut funktioniert. Und jetzt Sie, der Sie in Gegenden sind, wo Religion und Politik ja sehr eng verzahnt sind, was ist Ihre Meinung dazu, wenn Sie diese Vorstellung von den Künstlern hören? Ich glaube, man kann den Islam, wie er sich heute während dieses arabischen Frühlings präsentiert, nicht wirklich vergleichen mit der Rolle der Religion, wie sie bei Kant eine Rolle gespielt hat oder bei Martin Luther King. Natürlich gibt es den Islam schlechthin nicht. Es gibt aber Leute, die behaupten, sie hätten die Deutungshoheit. Und das sind die Leute, die dann Saudi-Arabien, Katar und anderen arabischen Erdölstaaten, die haben das Geld. Und darum können sie auch hier in der Schweiz Moscheen finanzieren und versuchen, ihre Sicht der Dinge den Menschen aufzuzwingen. Und das ist eine Religion, die kann man eben nicht vergleichen mit dem, was King oder Gandhi glauben. Nicht im entferntesten Sinne kann man das vergleichen. Das ist wirklich, in meinen Augen jetzt ganz subjektiv, eine rückwärtsgewandte Religion, wo man versucht, mit dem Koran und mit der Überlieferung der Worte des Propheten alle gegenwärtigen Fragen zu beantworten und dann auch noch behaupten, es gebe auf alle Lebensfragen eine Antwort. Und dann habe ich mal einen gefragt, ja, wie ist es jetzt mit den Frauen? Dürfen die jetzt Auto fahren oder nicht? Sie wissen ja, in Saudi-Arabien dürfen Frauen kein Auto fahren. Und dann hat er lange hin und her argumentiert und gesagt, ja, aber zur Zeit des Propheten durften die Frauen auch Esel reiten. Also warum sollen sie heute nicht Auto fahren dürfen? Das ist das Niveau, auf dem man sich da oft bewegt, und ich glaube, das kann man wirklich nicht vergleichen mit dem Niveau, wo sich das Christentum, das klingt jetzt so seltsam, nicht, aber die westlichen Gesellschaften, da spielt einfach die Religion eine ganz andere Rolle, sie findet im Privaten statt, die Politik wird zwar noch beeinflusst, aber es ist eine klare Trennung von Politik und Religion da, und in den arabischen Staaten wird immer noch darüber gestritten, welche Rolle denn die Religion eigentlich spielen sollte in diesem Staat. Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie. Glauben Sie, es gibt heute irgendeine Entsprechung zu den Fürstenspiegeln? Also wenn man so schaut, was war das früher, was ist das heute, gibt es da irgendetwas? Ja, das ist, glaube ich, sehr schwer zu finden, weil man natürlich eine ganz andere, einmal mediale Situation vor sich hat. Wenn man etwas schreibt im Mittelalter, dann ist das natürlich ein komplizierter Akt. Man schreibt nur sehr wichtig.